Hallo zusammen, du bist Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es geht in eurem Leben nicht so ab wie auf dem Bildschirm. Weil das ist super Time Force. Ich habe euch ja letzte Woche kurz von dem erzählt. Das Game, das exklusiv für Xbox Live Marktplatz erhältlich ist. Das heisst Xbox 360, Xbox One. Ich habe es auf der One gezogen und bin hellauf begeistert. Das Prinzip ist nämlich schön zu sehen hier. Grundsätzlich spielt man ein Spiel wie früher Contra Pro Protector, also ein bisschen Gegnerabschiesseritis. Aber das Geile ist, dass man hier sozusagen 30 Leben hat und zwar die Leben im Sinne von Zurückspulen kann nutzen. Man hat verschiedene Charaktere, wo man über die Level, über die Zeit dann immer mehr dazu bekommt. Und die Idee ist eben, dass wenn man stirbt, kann man dann die Zeit zurückspulen und so dann Gegner geben, Situationen meistern, die man allein nicht geschafft hat. Hier jetzt noch ein zweites Video, ich habe die direkt mit der Xbox aufgenommen, wo ich hier mit diesem kleinen Kackwürstchen irgendein Level schaffen musste. Das war dann auch eine Herausforderung, dass man nur mit ihm spielt, weil sonst habe ich versucht, den Charakter eben verschieden zu wählen. Das heisst, die verschiedenen Fähigkeiten von diesen Charakteren optimal einzusetzen. Er ist wirklich auch ein lustiges Käibli und es gibt ganz viele verschiedene Charaktere, die man auch freispielen kann. Es sind also nicht nur die anfänglichen 3. Und das Leveldesign ist cool gemacht. Die ganzen Messages oder eben Hommagen an die alten Games in diesem Stil. Wer eben das Pro Protector auf Mega Drive zum Beispiel gespielt hat, gewisse Szenen werden einem sehr bekannt vorkommen. Und der Grafikstil ist sicher eher einfach gehalten, aber ich habe das wirklich noch gerne, so ein bisschen die Pixelgrafiken, die sind zum Teil wirklich sehr schön anzuschauen. Und eben vom Spielprinzip, am Anfang ist es ein bisschen verwirrend, aber wenn man es nachher im Griff hat, mit der Zeit hin und her zu spulen, oder eben besser gesagt zurückzuspulen, es ist zu empfehlen, immer am Anfang zu starten, weil so hat man dann immer eine grössere Armee. Es ist dann wirklich beeindruckend, das Resultat zu sehen, und wenn es mal Klick macht, probiert es mal aus. Das Game ist nicht teuer, bietet auf jeden Fall eine recht grosse Position und auch Portion an Spass. Und auch wenn man am Anfang eben ein paar Mal stirbt, ich meine, das gehört bei so Games dazu. Man ist sich vielleicht nicht mehr so gewöhnt als verwöhnter Neuzeit-Gamer. Aber man lernt, wie gesagt, dazu, die Wege werden immer besser, man kann die Fähigkeiten immer besser einschätzen. Und ja, das wär's gewesen. Schön zusammen, macht's gut!